Schön, euch heute Morgen alle hier zu sehen. Die letzte Woche war für mich eine sehr intensive, besondere Woche. Wir waren alles ICF-Pastoren, waren wir in St. Gallen, über 120 Leute, an der 80 ICFs momentan, die Startups und Kirchen, die irgendwo existieren. Und danach kam die ICF-Konferenz, ihr habt gerade davon eben gesehen. Richtig dynamisch, voll losgegangen und ich merke, ich werde älter. Die erste Reihe hüpfen ist jetzt gar nicht mehr möglich. Ich habe es auf dem Fuß, deswegen. Nein, es wäre eine Menge an Storys und Leute getroffen und wo mich sehr, sehr ermutigt und auch nachdenklich gemacht hat. So viel Ermutigendes gehört aus verschiedensten Orten. Zum Beispiel eine Person, die ist aus Ukraine gekommen, das ist die Ehefrau von einem Pastor in ICF Kiew. Und in der ersten Session erzählt sie so, look, sie ist 3 Tage jetzt gereist, 3 Tage gereist. Ihr Mann darf nicht ausreisen, sie muss da bleiben. Und sie ist 3 Tage gereist, weil ihr so ein Anliegen, wirklich zu diesem Pastorentreffen zu kommen und ein bisschen von dem zu berichten auch, was sie mit dem Geld und all den Hilfsgütern, wo wir auch als ICFs alle zusammengelegt haben, wo sie immer noch dran sind, das zu verteilen. 3 Tage, sie sagt, ihre Bahnlinie in der Ukraine ist sabotiert worden, ist bombardiert worden, aber sie haben es trotzdem rausgeschafft und sind dann bis nach St. Gallen gekommen. Und erzählte davon, wie ihr Mann und sie selbst und das ganze Team vor Ort, der seit Monaten, nicht über einem Jahr, aber seit vielen Monaten die Hilfsgüter immer noch verteilen, an verschiedensten Orten. Gebetstreffen abhalten, für Leute beten, Menschen wirklich Jesus kennenlernen, in der tiefsten Not, im tiefsten Wahnsinn von diesem Krieg, auf einmal wirklich Gott kennenlernen und sie ganz praktisch helfen, Menschen beerdigen müssen und ganz andere helfen, auf die Welt zu kommen. Also wirklich verrückte Stories. Und ich fand, wow, so eine Verbundenheit damit zu haben, mit so Menschen, denen das so am Herzen liegt. Sagt, look, ihr müsst die Stories hören. Ihr müsst weiter für uns beten und macht das bitte weiter. Bet weiter wirklich für diesen Frieden in dem Land. So eine Story. Andere Stories waren, über den letzten Jahr weit über 1000 Taufen im ganzen ICF-Movement, wo zusammengekommen sind. Manche ICFs, die in den letzten Jahren in der Krise waren, auch durch Corona, wirklich sehr, sehr schwierige Zeit erlebt haben und jetzt wieder anfangen, wieder aufzustehen und neu zu blühen. Neue Pastoren, Ehepaare, wo gesagt haben, sie glauben weiter daran, dass Kirche Zukunft hat. Sie glauben weiter daran und gründen neue ICFs in Holland, in Deutschland, in Italien. Also wirklich an verschiedensten Orten und es hat wirklich ermutigende Sachen da gegeben. Mich hat es sehr ermutigt und auch inspiriert, wirklich in so einem Movement zu sein mit so vielen auch dynamische junge Leute, wo wirklich sagen, hey, Kirche ist immer noch Hoffnung in der Welt. Jesus ist wirklich immer noch relevant in unserer Zeit und das verkündigen wir. Und wir geben Gas und versuchen unser Bestes da drin. Darüber hinaus habe ich in der letzten Woche auch, in diesem Pastorenwoche und auch während der Konferenzen, aber auch schon vorher, das mehr oder weniger zweifelhafte Vergnügen gehabt, mit mehreren Menschen zu sprechen, die mir zusammengefasst vielleicht nur eins vermittelt haben, in einem Satz so zusammenzufassen: Es ist nicht alles Gott, was glänzt. Und dahinter dem Satz stecken enorm viel auch Stories, so wie die positiven Stories, wo ich gerade nur einen Ausdruck von dem erzählt habe, Stories von Ernüchterung, Stories von irgendwo einer Frustration über das eigene Leben, über das, was sie erlebt haben, von Enttäuschung. Da haben Menschen erlebt in den letzten Monaten, im letzten Jahr, wie sie gecancelt worden sind, weil sie eine andere Meinung hatten zum Klima, eine andere Meinung hatten zu Corona, eine andere Meinung hatten zur Politik oder weiß was ich irgendwo. Und wie sie selbst erleben mussten, dass tiefe Freundschaften irgendwo auf einmal so vollkommen sich anders gestalten und brüchig werden. Und manche haben davon berichtet, wie sie in den letzten Jahr, auch in diesem Pastorentreffen, haben einige davon erzählt, wie das im letzten Jahr nach Corona very extreme, also wirklich sehr, sehr extrem und anstrengend erlebt haben und die Welt für sie nicht mehr anders ist. Und sie auf einmal sagen, hey, manches, was sich da immer als Gold dargestellt hat und wo ich dachte, das ist irgendwo göttlich und heilig, ist doch sehr, sehr Fake Gold. Oder anstatt heilig eher unheilig.
und hat sich herausgestellt als große Blase, großes Bluff. Und wie meistens haben Leute dann gesagt, ja, wie konnte ich dann nur darauf rinfallen? Wie konnte ich das nicht sehen, dass das nicht echtes Gold war und nicht wirklich Gott war, sondern ziemlich viel menschliches Getue und ganz andere Geister am Werk waren als der Heilige Geist? Warum habe ich das nicht verstanden? Warum ist mir das nicht irgendwann mal aufgefallen? Schau, im Neuen Testament gibt es eine Menge Hinweise und sehr, sehr gute Ratschläge dazu, wie man so Fake Gold und echtes Gold voneinander unterscheidet. Und das ist ein prominentes Thema an vielen Orten. Und ich möchte euch nur 1, 2 Verse anschauen, wo ich glaube, die sind echt wichtig in unserer Zeit. Und auch in dieser Serie vom Heiligen Geist, glaube ich, ist das extrem wichtig, wirklich hinzuschauen. 1. Thessalonicher, der Paulus schreibt da an diese Kirche und sagt, legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg. Geht nicht geringschätzig über prophetische Aussagen hinweg, prüft aber alles und das Gute behaltet. Aber was böse ist, darauf lasst euch bitte nicht ein. Oder lasst euch nicht ein. In welcher Gestalt es auch immer an euch herantritt. Prüfet aber alles und das Gute behaltet. Und das sagte Paulus, hey, prüft alles und das Gute haltet. Und in dem Kontext, wo er das hineinschreibt, da geht es ganz konkret darum, dass in der Kirche und in dem Umfeld die prophetischen Stimmen überhaupt nicht mehr ernst genommen wurden. Weil irgendwann dazu übergegangen ist, ach komm, hör auf mit dem Gelabere, ich kann es nicht mehr hören. Und sagte, Prophetie, ja, das ist so, was ist das, Glückskeksraten oder was ist das? Und Leute gesagt haben, hey, die nehmen das nicht mehr ernst. Das ist wirklich so, sie sind zu viel enttäuscht worden und zu viel Fake haben sie irgendwo erlebt. Und dann mit dem Fazit dazu stehen, hey, wir nehmen das in unserer Kirche einfach nicht mehr ernst. Und das hat dazu geführt, offensichtlich in dem Umfeld, dass aus den schlechten Erfahrungen man die komplette prophetische Rede an sich wie rausgeschmissen hat und gesagt, nein, das wollen wir nicht mehr. Und deswegen sagte Paulus hier, hey Leute, prüfet alles und das Gute behaltet. Und bevor jetzt die besonderen kritischen Geister unter uns hier anfangen zu jubilieren und sagen, habe ich schon immer gesagt, glaubt nicht alles, was da erzählt wird. Hier vorne nicht, da hinten nicht und da schon gar nicht. Man muss immer alles genau prüfen, bevor ihr anfangt innerlich zu jubilieren, ihr permanenten Wahrrechthaber. Es geht hier nicht um Rechthaberei. Es geht auch nicht um Besserwisserei da drin. Und es geht auch nicht darum, permanent zu warnen oder notorisch alles schlecht zu reden, wenn mal wieder was in die Hose gegangen ist, sondern im Kern sagt hier der Paulus den Leuten, begebt euch auf eine Schatzsuche. Behaltet das Gute. Das Gute musst du behalten. Und das ist in unseren Kreisen nicht wahnsinnig mega ausgeprägt. Wenn man irgendwo was Schlechtes findet, das wird bis zum Ultimo repetiert. Hast du das auch gehört? Hast du das auch gesehen? Ultra schlecht. Und da wird sehr viel darüber geredet, aber das Gute. Und der Paulus sagt, haltet das Gute fest. Und das andere müsst ihr rausfiltern. Im Kern geht es letztlich darum, glaube ich, wie so eine Art, wo jeder von uns braucht, wir als Kirche brauchen, wie so eine geistliche Filteranlage. Ich war vor kurzem auf der Webseite von unserem regionalen Wasserversorger hier von der IWB. Und bei der IWB kannst du auf der Webseite sehr genau schematisch sehen und auch sehr gut beschrieben, wie Grundwasser in unserer Region angereichert wird und wie sie das machen, damit tausende Haushalte, du und ich, wirklich gutes Trinkwasser erhalten. Das sind sie sehr schön dargestellt und sagen, look, das ist der Rhein da unten, da gibt es eine Rohwasserpumpstation. Von der Rohwasserpumpstation wird das in eine lange Erle oder eine Hacht hineingepumpt und dort versickert das durch verschiedenste Filterebenen wieder runter und allmählich wird das Grundwasser wieder angereichert. Enorm gut beschrieben, wie das in so eine Pumpstation reinkommt. Das sind Wasserpilze, die in einer langen Erle stehen oder in der Hacht stehen. In Rieche irgendwo, Bettdinge bis hoch nach Krishona. Und wie das allmählich runtersickert. Und sagt, look, das ist wichtig, das durchläuft mehrere Schichten, damit am Schluss wieder das Grundwasser angereichert ist. Look, Wasser, die Worte von Jesus werden sehr mit diesem lebendigen Wasser immer wieder verglichen. Und wer an diesen Jesus glaubt, von dem werden Ströme lebendigen Wassers herausgehen. Johannes Evangelium.
Und das Wasser, der Ausdruck vom lebendigen Wasser, das ist nicht irgendwie eine Metapher dafür, dass in dem Wasser noch Mikroben sind oder kleine Lebewesen, sondern letztlich, das ist der Ausdruck für gutes und reines, für biblisches Trinkwasser. Sauberes Trinkwasser war in der Antike ein großes Problem. Und deswegen war immer die Frage, wo kriegst du sauberes Wasser her? Und wenn von Jesus die Rede ist, von seinen Worten als lebendiges Wasser, von ihm kommt wirklich dieses Wasser aus, dann geht es im Kern darum, dass das wirklich geistlich extrem wichtig ist für unser und für unser Leben. Schau das Evangelium der Bibel und alles das, was Jesus uns gelehrt hat. Und alle anderen, die hinterher weiter darüber geschrieben haben, wird mit so einem Wasser verglichen. Und seit Menschengedenken sind wir abhängig von sauberem Wasser. Du brauchst sauberes Wasser, damit du einigermaßen gesund durchs Leben geht. Und ihr Lieben, genauso braucht deine Seele, brauchen unsere Seelen, sind wir abhängig wirklich von sauberem Wasser, von Worten von Jesus. Und ich finde, der Weg vom Basler Trinkwasser ist noch ein gutes Bild dafür, wie sauberes Trinkwasser, lebendiges Wasser in dein Leben hineinkommt. Es braucht wirklich mehrere Filterschichten, damit es wieder sauber wird. Und jeder von uns hier, jeder von uns ist selbst dafür verantwortlich, dass du einen einigermaßen gesunden geistlichen Grundwasserpegel hast. Und warum ist das wichtig? Weil in unserem Leben ab und zu sehr heiß werden kann. So wie die letzten Jahre und unsere Region sehr heiß war und der Grundwasserpegel richtig runtergegangen ist. Aber du brauchst einen guten geistlichen Grundwasserpegel, um die heißen und schwierigen Zeiten im Leben wirklich zu überleben. Gesund zu bleiben, frisch zu bleiben. Jeder von uns kennt das. Wo wir Phasen haben von Krankheit, von Phasen, wo Gebetserhörungen ausbleiben, Phasen, wo wir eben nicht so verbunden sind, Phasen, wo wir merken, hey, irgendwas fehlt in meiner Seele, es geht irgendwo nicht so weiter, wir brennende Fragen haben und doch nicht unbedingt weiterkommen. Und wohl dem, der wirklich einen guten, gefüllten geistlichen Grundwasserpegel hat, damit er nicht austrocknet. Der Prophet Jeremia, der sagt braucht ein anderes Bild im Alten Testament dazu, in Jeremia 17, er sagte, die auf den Herrn vertrauen, sind wie Bäume, die am Wasser stehen und ihre Wurzeln zum Bach hin ausstrecken. Sie fürchten nicht die glühende Hitze. Ihr Laub bleibt grün und frisch und selbst wenn der Regen ausbleibt, leiden sie keine Not. Nie hören sie auf, wirklich Frucht zu tragen. Das ist ein anderes Bild dafür. Die auf Gott vertrauen, auf sein Wort vertrauen, die sind so wie Bäume im Wasser gepflanzt. Und der Paulus ist offensichtlich der Meinung, Leute, wir müssen unser Wasser, was wir zu uns nehmen, gut filtrieren oder prüfen, das gute Wirken wirklich zu behalten. Warum? Weil sonst kriegst du irgendwann geistliche Bauchschmerzen oder vielleicht sogar geistlichen Durchfall. Und das ist höchst unangenehm, wirklich, glaub mir. Und manche haben so geistlichen Durchfall erlebt und fühlen sich jetzt entleert, aber auch nicht wirklich gesund. Und Paulus sagt, hey, prüft alles. Wie kriegt man raus, ob das Wasser hier wirklich gesund ist und das Wasser hier auch gesund ist? Man kann aufdrehen und sagen, willst du dran riechen, wie schmeckt das Wasser? Oder du kannst anfangen, es wirklich zu probieren oder du kannst nachfragen, woher kommt das Ganze? Und du fragst mal ganz genau nach, schau dir Filter an, durch welche Filter ist dieses Wasser geflossen? Und da kannst du wahrscheinlich schon eine gute Aussage darüber treffen, ob das wirklich was mit dem Heiligen Geist zu tun hat. Es braucht wirklich eine Unterscheidung manchmal von den Geistern. Eine Unterscheidung, woher kommt das Wasser, durch welche Filter ist das durchgegangen. Und ich möchte euch ein paar Filter nennen, wo ich in den letzten Wochen mir so zusammengetragen habe und dachte, ja, was macht wirklich einen Unterschied? Wo kann man wirklich Dinge unterscheiden lernen, was gut ist für meine Seele, was gut ist wirklich für meinen geistlichen Grundwasserpegel. Und das hat enorm viel an sich nur mit dem Heiligen Geist zu tun, der uns wirklich dahin führt, unser Wasser gut zu filtrieren, wirklich genau hinzuschauen. Und ein erster Punkt, wo ich aufgeschrieben habe, heißt, der Heilige Geist
macht das Leben von Jesus groß. Jetzt denke ich, ja, und jetzt? Was um alles in der Welt hätte das mit dem zu tun? Die Aufgabe vom Heiligen Geist, Jesus hat das mal in Johannesevangelium 16, wo er über den Heiligen Geist redet, dass der kommen wird, hat er gesagt, der Heilige Geist wird mich verherrlichen oder mich groß machen. So können wir das auch übersetzen. Das ist der Job, die primäre Aufgabe vom Heiligen Geist. Er wird Jesus groß machen. Und Jesus, wenn man in den Kolosserbrief hineinschaut, dann heißt es da, denn in ihm, in Jesus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit. Also der Heilige Geist macht Jesus groß. Und in Jesus ist die ganze Fülle von Gott wirklich zu erkennen. Gott hat sich in Jesus offenbart. Leute, und deswegen ist so wichtig, dass wir das Leben Jesus ein bisschen kennen. Und nicht nur ein bisschen, sondern ziemlich gut kennen. Wir haben 4 Evangelien, 4, aber nur eine Apostelgeschichte. Warum? 4 Evangelien, die Jesus von ganz anderen Sichtweise her betrachten. Mehr Blick von den Juden her, vom Gesetz her, mehr Blick von den Römern, der damaligen Heiden her. Ganz verschiedene Sichtweisen auf das Evangelium. Warum? Letztlich, um möglichst ein sehr, sehr breites Bild von Jesus zu bekommen. Was er gelehrt hat, was er gemacht hat. Nur eine Apostelgeschichte, danach geht es einfach los. Mit 1000 verrückten Sachen, Dinge, die schief gehen und alles Mögliche. Aber der Kern ist, wenn du Jesus kennen willst, sind wir 4 Evangelien und du musst dich wirklich ein bisschen darin auskennen. Leute, und wir filtern ein gutes Wasser, indem wir möglichst genau das Leben von Jesus anschauen. Wirklich möglichst genau das Leben von Jesus anschauen. Und nicht irgendeinen Vers von irgendwo rausnehmen und sagen, oh, das ist jetzt so. Nein, wirklich das Leben von Jesus mal von verschiedensten Seiten anschauen. Schau ein paar Beispiele. Zentral im Leben von Jesus, auf seiner ganzen Erdenreise, war an sich immer die Liebe vom Vater im Himmel. Wurde immer deutlich gemacht, die Liebe vom Vater im Himmel, die gilt jedem. Du bist eingeladen dazu. Du hast die Freiheit zu sagen, du gehst einen anderen Weg. Aber sie gilt dir. Und du musst selbst entscheiden, ob du mit dem Jesus unterwegs sein willst. Und sagt, der Vater im Himmel wartet auf dich. Mit sich Beispielen und so weiter erklären es. Ein zweites Thema, wo Jesus enorm Wert darauf gelegt hat, ist Frieden stiften. Jeglichen Versuch, Macht und Gewalt, irgendwo sein Reich durchzudrücken, hat Jesus konsequente Riegel vorgeschoben. Er hat gesagt, nein, ich bin eben nicht mit den Mächtigen. Ich bin nicht mit der Elite. Nein, ich bin mit denen, die schwach sind und arm sind und ich bin mit denen, die momentan machtlos sind. Und er hat für Frieden, absolute Versuchung nach einer schnellen Lösung durch Gewalt, hat Jesus immer widerstanden. Ein anderer großer Zug von Jesus war, dass er letztlich immer Stellung bezogen hat zu den Armen, zu den Bedürftigen, zu den Schwachen, zu den Zerbrochenen und so weiter. Wenn du gutes Wasser zu dir nehmen willst, dann rate ich dir wirklich, alles, was du zu dir nimmst und liest in der Bibel oder hörst und mitbekommst, filter das durch das Leben von Jesus. Fördert das Wasser ein Leben und ein Glauben, der dem Bild von Jesus ähnlicher wird? In den Gesprächen, wo ich am Anfang erwähnt habe, mit Leuten, die in den letzten Jahren so recht frustriert worden sind, bin ich immer wieder auf den Punkt gekommen, ja, also, ist dann nicht mehr, das Leben von Jesus kann man an den Punkten festmachen. Aber das, was du da nachgefolgt bist, gemacht hast und getan hast, das geht doch in eine ganz andere Richtung. Irgendwann kriegst du Durchfall davon. Irgendwann hast du Bauchweh mit so einem Wasser. Ein zweiter Filter, er hat so gesagt, gute Frucht entsteht. Oder man kann doch fragen, entsteht überhaupt gute Frucht? In der Bergpredigt sagt Jesus in Matthäus 7, nehmt euch Acht vor denen, die in Gottes Namen auftreten und falsche Lehren verbreiten. Sie tarnen sich als sanfte Schafe, aber in Wirklichkeit sind sie reißende Wölfe. Wie man einen Baum an seiner Frucht erkennt, so erkennt man sie an dem, was sie tun. Weintrauben kann man nicht von Dornbüschen und Feigen nicht von Disteln ernten. Ein guter Baum bringt gute Früchte, ein kranker Baum bringt schlechte Früchte. Gutes Wasser, lebendiges Wasser, was du zu dir nimmst, lässt sich schlicht und ergreifend daran prüfen, ob es woanders schon überhaupt mal Frucht gebracht hat.
Nicht Spektakel gebracht hat, sondern Frucht gebracht hat. Wirklich, der Geist Gottes, der Matthias Saladin hat wahnsinnig ausführlich darüber gesprochen, deswegen halte ich das kurz. Aber das wirklich ein wesentliches Kriterium ist, bringt es wirklich gute Frucht? Verändert das den Menschen in seinem Charakter? Werden wir wirklich ähnlicher in dem Bild von Jesus letztlich? Ich bin in den letzten Monaten, im letzten halben Jahr, auf verschiedenen Veranstaltungen gewesen, Kirchen gewesen, an unterschiedlichsten Orten. Und manches hat mich dann ab und zu wirklich auch nachdenklich gemacht, uns gegenüber so. Ich bin an Orte gewesen, da wurde sehr stark betont, wir haben wirklich hier das reine Wasser. Wir haben es hier, Punkt. Absolut, ist so. Sauber, klar, rein, die wahre Lehre. Es waren Veranstaltungen, da ist eine halbe Stunde lang gebetet und gesungen worden, Come Holy Spirit. Come Holy Spirit und so weiter und so fort. Und in beiden Orten, ganz unterschiedlicher Couleur, an beiden Orten habe ich das Phänomen erlebt, dass da, wo die Richtigkeit von der Lehre so betont worden ist, man extrem abfällig über Menschen gesprochen hat, die das eben anders sehen. Und ziemlich schnell gecancelt worden sind. Das sind totale, unmögliche Leute. Und an Orten gewesen, wo man eben lang gebetet hat für den Heiligen Geist, dass er jetzt wirklich hier Raum einnimmt und alle sind irgendwo bewegt und hinterher sagt man, mit denen da hinten, ja, da sind wir schon lange im Streit, es wäre besser, wenn die gehen würden. Und ich frage dann, hast du mal mit dem geredet im letzten Jahr? Nein, mit dem rede ich nicht mehr. An der Frucht kann man was erkennen. Wenn das Erweckung sein soll, dann sage ich nein, danke. Wenn das die richtige Lehre sein soll, sage ich nein, danke, halte sie für dich. An der Frucht werden wir was erkennen. Und nicht an den Phänomene, auch wenn ich jetzt über 1000 Taufen habe, MyCF gehabt, das ist kein Indikator letztlich. Letztlich ist das nicht ein Indikator, dass gute Frucht entsteht. Das kann man messen, Besucherzahlen kann man messen und so weiter. Das ist alles gut und richtig. Aber am Ende vom Tag wird die Frage gestellt, hey, sind wir wirklich ein Stück Jesus ähnlicher gewesen? Sind wir dem Jesus, der in Evangelien beschrieben wird, wirklich ähnlicher gewesen? Wir werden nicht an Heilungen, an Prophetien gemessen, sondern an dem, was langfristig durch die Lehre von Jesus in unserem eigenen Leben passiert und bei anderen. Und Jesus sagt in Matthäus 7 weiter, am Tag des Gerichts werden viele zu mir sagen, Herr, Herr, in deinem Namen haben wir prophetische Weisung verkündet, in deinem Namen haben wir böse Geister ausgetrieben und viele Wunder getan und trotzdem werde ich das Urteil sprechen, ich habe euch nie gekannt. Ihr habt versäumt, nach Gottes Willen zu leben, geht mir aus den Augen. Leute, Frucht heißt nicht Erfolg oder Einschaltquoten oder Mitgliederzahlen, sondern Frucht heißt, dass wir verändert werden in das Bild von Jesus. Ich habe den Titel von der Konferenz geliebt, Jesus First. Und an der ersten Session hätte Leo Bigger und der Susanne wirklich eine tolle Einleitung gemacht. Wir haben das auch in der Pastoren-Gathering gemacht. Und ich habe gesagt, egal wie du jetzt, woher du kommst, egal was dich jetzt momentan hier mitbringst, wie frustriert, hoffnungsvoll, erwartungsvoll ist. Nicht, weil wir kräftig miteinander singen und Musik wirklich laut ist und gepumpt ist, sondern als allererstes möchte ich deine Beziehung zu diesem Jesus Christus wirklich floriert und frisch wird, wirklich neues Wasser da hineinkommt. Heute Morgen in unserem Briefing hier, wo wir jeden Sonntag haben, hat unser Techniker, unser Mischer, hat das Division Time gemacht. Und er hat davon erzählt, ganz persönlich, wie wichtig in den letzten Wochen geworden ist, wirklich persönliche Zeit wieder mit diesem Jesus zu verbringen. Und nicht einfach von abgestandenen Dingen von gestern noch zu leben, sondern wirklich frisches Wasser zu sich zu nehmen. Und wir haben miteinander eine Übung heute Morgen noch gemacht, haben die Augen geschlossen und dann einen Moment Zeit von der Stille genommen und zusammen gebetet. Und mir hat das selbst sehr gut getan. Ich sage, ja, das ist Gott nicht, dass hier der Gottesdienst einfach gut abläuft und alles on time ist und richtig funktioniert, sondern am Ende vom Tag geht es wirklich darum, dass dieser Jesus Christus mit seinem frischen Wasser in meinem Leben wächst und gute Frucht daraus entsteht. Ein letzter Filter. Verbundenheit entsteht.
Ich tue das Wasser wirklich anhand von dem filtern, ob wirklich eine Verbundenheit entsteht. In Johannes 17 betet Jesus mal Folgendes und sagt, doch nicht nur für diese hier bitte ich dich, Vater im Himmel, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Also er redet dann von der Zukunft, er redet von uns hier. Dass sie alle eins seien, wie du der Vater in mir bist und ich in dir, damit auch sie in uns seien und so die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, so wie wir eins sind. Und ich in ihnen und du in mir. Und so sollen sie vollendet sein in der Einheit, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und sie geliebt hast, so wie du mich geliebt hast. Lukas, das ist durchaus für mich ein sehr ernst nehmender Filter, ob das Wasser eint oder ob es Wasser spaltet. Und ich bin zutiefst überzeugt, dass der Heilige Geist, der Jesus groß macht, der Frucht produzieren will in deinem Leben, Menschen zusammenbringt und sie nicht auseinander dividiert. Johannes Hartl hat in seinem Buch Eden Culture, vielleicht habt ihr das schon mal mitbekommen oder gelesen, wenn nicht, lest es mal, es ist wirklich ein interessantes Buch. Er schreibt ein ganzes Kapitel über Verbundenheit aus verschiedenen Aspekten heraus. Und in dem Kapitel redet er auch über die Feinde der Verbundenheit, die in unserer Zeit laut ihm sehr zugenommen haben und immer kräftiger werden. Feinde der Verbundenheit. Und ein Feind, sagt er, ist der Kult von der Selbstoptimierung. Das ist wie ein Kult in unserer Gesellschaft geworden. Da geht es längst nicht nur um Social Media, um irgendwelche Filter, dass das Leben schön aussieht, sondern er sagt, es ist ein Megatrend in all unseren Lebensbereichen, von Körper, Bildung, Ernährung, persönliche Intensivierung unseres geistlichen Lebens. Alles dreht sich irgendwo um uns selbst und irgendwo ist das wie zum Kult geworden, der Kult der Optimierung. Und das führt eben nicht zu Verbundenheit, sondern zu der Selbstoptimierung. Es geht um mich. Und das Zweite, oder er hat noch mehrere Punkte, aber ein Punkt noch, sagt er, das ist der Rausch von der Geschwindigkeit. Dass wir heute in einer Welt leben, die so schnell ist, wir so viele Hilfsmittel haben, damit es noch effizienter gehen soll und trotzdem fehlt am Ende vom Tag immer noch die Zeit und die Muße und die Zeit wirklich für die Stille. Das ist eine fatale Sache, das sind Feinde von der Verbundenheit. Menschen, der Manuel Schmid hat vor einiger Zeit darüber gesprochen, über dieses FOMO-Aspekt, Effekt, the fear of missing out, irgendeine Angst, irgendwas zu verpassen. Dabei sollten wir uns freuen, manche Dinge zu verpassen. Wenn ich jetzt die letzten Jahre Revue passieren lasse, dann merke ich, überall wurden stark Ränder betont. Aus verschiedensten Gründen. Ob das während der Pandemie ist, in der Politik, mit Ausländern, mit Klima, momentan werden überall stark wirklich die Ränder betont. Es wird gecancelt, es wird beschimpft, es wird niedergemacht, was das Zeugs hergibt. Und Schuld sind immer die anderen. Leute, nur der Heilige Geist, glaube ich, ist der Geist von Jesus, der Menschen zusammenbringen will. Der Heilige Geist ist der Geist, der Leute zusammenholt. Trotz Unterschiede. Der Heilige Geist ist der Geist, der eben nicht die Zäune am Rand definiert, sondern der Heilige Geist ist der Geist, der die Mitte immer wieder stark macht, Jesus groß macht, einen Scheinwerfer auf Jesus macht. Und nicht, dass mich einer falsch versteht, damit meine ich nicht so ein Einheitsbrei und alles ist irgendwie gut und jeder hat irgendwie auch noch recht, nur damit er nicht irgendwie, nein, überhaupt nicht. Jesus war in seinen Lehren ziemlich deutlich, hat manchmal sehr schwarz-weiß geredet. Aber immer zu eingeladen, komm in die Mitte, komm und folg diesem Jesus. Der Geist Jesu will zusammenbringen und Jesus groß machen. Leute, und überall, wo ich das momentan feststelle, ich kriege so Trinkwasser, wo die Zäune stark betont werden, da halte ich mich von fern. Ich habe es kein gutes Wasser. Irgendwann kriege ich Durchfall. Und dann wird es hässlich. Und wenn du gutes Wasser in deinem Leben brauchst, wirklich lebendiges Wasser, einen guten Grundwasserpegel, dann empfehle ich dir, achte auf deine Filter. Der Geist Gottes schenkt uns die Fähigkeit zu unterscheiden, welche Geister da umher sind, welches Wasser wirklich frisch ist. Und lass uns wirklich an dem Leben Jesus ausmitten und sagen, lass uns auf die Früchte achten, nicht auf die Worte nur.
Lass uns darauf achten, ob es uns zusammenbringt oder auseinanderbringt. 1. Thessalonicher 5 zum Schluss. Gott selbst, der Gott des Friedens, der helfe euch, ein durch und durch geheiligtes Leben zu führen. Er bewahre euer ganzes Wesen. Der euch beruft, ist treu. Er wird euch ans Ziel bringen. Und das möchte ich euch zusprechen. Es ist genügend Wasser da. Schaut für deinen Grundwasserpegel. Jesus wird treu sein. Er wird dich ans Ziel bringen, auch mit Durchfall. Aber er bringt dich ans Ziel. Das ist seine Zusage. Er wird das nicht loslassen. Darf ich euch bitten, aufzustehen? Und ich bete noch mit uns. Und wir haben das Gebetsteam dort vorne auf der Seite. Wenn du möchtest, dass einer mit dir betet und dich segnet und deine Filter wieder ein bisschen klarer werden, dann geh hin und lass dich segnen und für dich beten. Das ist ein guter Moment, vielleicht manches Wasser beiseite zu stellen oder neues, frisches Wasser zu holen. Vater, danke, dass du uns einen Geist gegeben hast, der uns vereint und der wirklich gute Frucht produziert. Und Gott, du kennst jeden Einzelnen von uns und kennst mich und ich manchmal auch von diesem Weg abdrifte und nicht nur gute Frucht entsteht. Ich bin so froh für deine Zusage, dass du sagst, du hast uns berufen und du bist treu und du bringst mich ans Ziel. Das bete ich für uns als Kirche, dass du uns bewahrst, uns das Ziel bringst und wir alles dran setzen, Jesus, dich groß zu machen. Und darum bete ich, hilf uns dabei.